Wem gehört der Bürgersteig? In Singen werden Bürgersteige von parkenden Autos benutzt. Laut der Straßenverkehrsordnung die Benutzung der Gehwege durch Fahrzeuge ist nicht erlaubt. Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen. Kraftfahrzeuge ist auch das Parken auf Gehwegen verboten. Bei dem Gespräch mit einem Polizisten ist mir mitgeteilt worden, dass bei manchen Parken von Fahrzeugen auf Bürgersteigen dies toleriert wird. Welche Bürgersteigstrecken konnte er mir nicht genau sagen. Hinweisschilder für unsere Gäste sind nicht vorhanden. Wie ist die Regelung bei Kehrwochen, wenn die Fahrzeuge der Fahrbahnen den Bürgersteig mit benutzen? Also das ist natürlich eine sehr spannende Frage, das ist richtig. Und es ist immer wieder ein Thema, was die Straßenverkehrsbehörde, den Gemeindevollzugsdienst, aber auch den Ludwigsverkehr hier in der Stadtverwaltung beschäftigt. Wir haben auch dieses Thema öfters im Gemeinderat schon mal angesprochen und auch behandelt, weil es natürlich immer so ist, solange die Menschen gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen, zum Beispiel auch beim Parken, dass auch der Kinderwagen durchkommt, dass der Rollstuhl durchkommt, dass die Menschen auch Platz haben zum Gehen, wird sowas sicherlich nicht, sage ich mal, lückenlos verfolgt werden. Ich sage es einfach mal so. Weil, gerade nehmen Sie mal das Beispiel Nordstadt, das Beispiel rund um die Gewerbeschule, da kommen ja jeden Morgen ein paar hundert Schüler mit dem Auto von allen möglichen Ecken her gefahren und die Parkplätze reichen bei weitem nicht aus. Ich denke mal, das ist jedem bekannt. Und deswegen suchen sie sich natürlich in den Nebenstraßen überall ihre Parkplätze. Manche kommen früher, manche später, manche parken sorgfältig, manche fahren in der letzten Sekunde auf den Gehsteig. Und das ist richtig natürlich jetzt, wo der Schnee natürlich verlagert wird, das heißt noch ein bisschen enger und auch die Rollpflicht auf den Gehwegen wurde natürlich dadurch beschwert. Und Sie können sich erinnern, dass wir natürlich auch immer wieder Maßnahmen gegen einzelne, ich sag mal, zu krasse Überschreitungen gemacht haben. Da gab es auch in der Südstadt-Fall, Herr Schocker, Sie können sich glaube ich auch erinnern, an die eine Straße, wo Sie auch mal fotografiert hatten und wo Bürger sich beschwert hatten. Da sind wir dann auch im Einzelfall konkret vorgegangen, können das natürlich, sage ich mal, nicht lückenlos gewährleisten. Bei dem Personalbestand, den wir haben, die ganze Stadt zu überwachen, wird schwierig. Aber wenn krasse Fälle uns gemeldet werden, dann sind wir immer wieder in Straßen aktiv geworden. Wir waren sogar mal in der Goethestraße, als dort zu viel geparkt worden ist, dann kamen natürlich auch wieder Anwohner, die sagten, hallo, wir haben gar nicht genügend Stellplätze, bei uns sind auch Leute im Haus, die da wohnen, Mieter, Bekannte, Verwandte, die da Besuche machen, auch darauf angewiesen zu parken. Und wenn die in den engen Straßen manchmal nicht gegeben mitparken, dann ist praktisch das gegenseitige Parken gar nicht mehr möglich, dann kommt kein Müllfahrzeug mehr durch, dann kommt im Prinzip kaum noch einer durch. Also es ist ein Zwiespaltthema und wir sind ja gerade dabei, für die Nordstadt nochmal so ein Gesamtparkkonzept auch rund um die Gewerbeschule zu entwickeln. Wir wollen das dann auch dem SPD mal vorstellen. Und wie gesagt, wenn Bürger uns dort ist auch mal zu krasse Parksünden melden, dann gehen wir natürlich auch im Einzelfall dagegen vor und verwarnen die Leute auch entsprechend. Ob man sich dann dauerhaft vertreibt, wird sich dann immer wieder zeigen, aber das